Hello Peoples. So, es ist Sonntag, 18:30 Uhr. Das nächste Video kommt von mir und wie besprochen gibt es ein Form-Update, was auch schon hinter dem Kamerabild ist. Aber zuerst wollte ich bedanken bei euch für die ganzen vielen Likes und Kommentare und auch Follows. Aber es gibt noch ganz viele Leute, die noch nicht gefollowt haben und trotzdem geschaut haben, also ihr könnt gerne folgen. Yes. Zuerst zu den Kommentaren. Danke vielmals für die Kommentare mit ja, Keep Pushing etc. und wie das Jahr geil wird. Danke vielmals. Und der Tim hat auch noch kommentiert, dass er 1,77, 1,78 groß ist, also wird nicht in meiner Kategorie sein, Gott sei Dank, weil das Massenmonster wird sehr schwer sein, Chance haben. Und es wird auch natürlich geil sein, weil dann wir drei Schweizer, also wer weiß, dass sie starten, Fabu und der Tim, wir beide in verschiedenen Klassen sind, wird richtig geil und auf uns wird im Overall, wenn alles sehr gut läuft, passend gerade zu der Frage, was meine Ziele und Erwartungen sind. Ziel ist ganz klar, haben wir eigentlich immer so festgelegt, dass ich besser möchte sein als letztes Jahr, oder jetzt halt vor 2 Jahren, dass ich eine bessere Form anbekomme, mit mehr natürlich Masse. Und Erwartungen, ich habe eigentlich nur Erwartungen an mich selber, weil ich habe mir eigentlich immer so das Mindset gesetzt, ich mache wirklich alles, was mein Coach sagt, also Gabu. Wirklich auf jedes Reiskörnchen, jede Sekunde Cardio etc. mache ich genauso, wie mir gesagt wird. Weil dann kann ich im Kopf schon hinten abspeichern, gut, ich habe alles gemacht, weil es gerade um ja, Platzierung geht. Ich stand mit Leuten auf der Bühne, die auch Vollgas gegeben haben. Ich weiß nicht, wer kommt, besonders wenn es international ist. Da können Maschinen kommen, bis zum geht nicht mehr. Also 2019 zum Beispiel bin ich mit dem Ali auf der Bühne gesehen, noch bei vorbei. Und da ist es mittlerweile einfach, letztes Jahr bin ich so Olympia Zweiter geworden, Men's Physik. Aber so Brecher können natürlich auch kommen. Darum, Platzierung ist eigentlich so zweitrangig. Erwartung ist wirklich einfach besser sein, immer Vollgas geben. Und sobald ich den ersten Wettkampf hinter mir habe, der in der Schweiz wird sein, wo schon ein paar gesagt haben, sie können schauen, würde mich auch sehr freuen, wenn die Leute auch wirklich kommen. Und ich dann sehe, okay, meine Form ist besser als letztes Jahr, ich habe alles abgeliefert, so wie es jetzt sollte, dann habe ich schon einen grünen Haken dahinter gemacht für diese Saison. Und dann sind eigentlich alle anderen Wettkämpfe nur noch Bonus und Spaß haben mit Leuten, die ich unterwegs bin. Und Platzierungen, klar, noch immer in Top 3 sein und natürlich auch gewinnen. Und geil, ganz geil wäre natürlich, wenn wir alle drei Schweizer Athleten in Overall würden kommen und dort um Profikarten würden kämpfen. Das wäre richtig nice. Und sogar 3 Profikarten würde gerne einen Wettkampf in einer Kategorie und wir würden alle die 3 Profikarten holen. Das war richtig brutal. Aber ja, mal schauen. Zum Form-Update, wieso eigentlich alle eingeschaltet haben, das ist gerade hinter mir. Jetzt verschiebe ich mich mal schnell hier, dass ihr das auch seht. Das ist vom letzten Mittwoch nach dem Brusttraining. Schön im Lager hinten, weil in dem Studio jetzt keine geilen Spiegel in der Garderobe. Ich lasse einfach mal das Video ablaufen. Dann werdet ihr sehen, was ich so getan hat, wie ich gerade aussehe. Yes, und dann nachher können wir kommentieren. So, das ist einmal so einmal umgesehen. Eben ist nach dem Brusttraining gesehen, darum ist die auch so schön voll. Mittelpartie, klar, muss noch einiges passieren, auch bei den Schultern, da ist alles noch verfettet. Da muss noch recht viel weg. Man sieht auch, ich bin noch recht prall. Yes, Brust eben auch komplett voll. Schöner
Kopf mache ich da. Das muss natürlich noch auf der Bühne alles mit einem Lächeln sein, was ich so gerne mache, nicht. Seite muss natürlich auch alles viel besser werden. Da sind einige schon shredder als ich jetzt in dem Verlauf, aber bei mir macht es dann plötzlich mal so und dann bin ich ready. Wenn jetzt hier beim Rücken, kann man schnell schauen, ob der Frame trifft. Schon daneben. Ja, etwa fast so. So sollte ich den Rücken anspannen. Man merkt, ich mache es einmal ganz perfekt richtig. Genau jetzt, es ist schon wieder zu spät. Ja, so etwa sollte angespannt sein. Da sieht man auch hier Cuts, die ein bisschen schon rauskommen. Aber eben, Rückenstrecke ist noch komplett abdeckt vom Wasser und Fett. Aber eben, der Rücken ist deutlich massiver geworden, wie man vergleichen kann zu der 2022. Schon deutlich besser geworden. Jetzt probiere ich noch ein bisschen irgendwie den Rücken anders anspannen. Das muss ich deutlich noch üben. Also Posing allgemein muss ich noch üben. Die Schultern sind auch nicht schön parallel. Also das Telefon ist auch ein bisschen schräg, glaube ich, weil ich es im Lavabo abgestellt habe. Ja, da sieht man auch noch, also Mittelpartie ist auch noch weit weg von perfekt. Und eigentlich mit dem punkte ich eigentlich am meisten mit meiner Mittelpartie. Yes. Weil ich habe halt wirklich schmale Taille. Ich glaube, letztes Jahr war das schmalste, das ich abgemacht habe, irgendwie 68 cm. Irgendwie so. Da muss ich richtig on point kommen, dass die Taille richtig schmal ist. Dass ich einfach noch mehr aussehe. Ich wiege jetzt noch 89,28 Kilo. Die meisten Athleten in meiner Kategorie sind meistens eigentlich schwerer und massiver. Und da muss ich mit meiner Linie mehr punkten. Da ich so eine Frauentaille habe, macht dann einfach plupp im Oberkörper und jetzt hoffentlich mit dem mehr Fleisch am Rücken macht es noch mehr hinter Waps. Und dass wir dann besser punkten. Das letzte Feedback ist wirklich gesehen vom letzten Wettkampf. Vorne sieht es eigentlich gut aus. Muss nicht viel passieren, aber hinten muss deutlich mehr Fleisch ankommen. Ich denke, das habe ich in den letzten 2 Jahren geschafft. Ich bin noch nie so schwer gesehen mit so einer Form. Darum läuft es eigentlich recht gut. Yes. Das ist eigentlich so das Update von mir. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag um 6:30 zu oben. Mit einem neuen Update. Mal schauen, was dann schon gegangen ist und wie wir das Video, das wir gerade gesehen haben, vergleichen. Mit dem neuen Video. Ich hoffe, man sieht ein bisschen Veränderung. Wir haben auch beim Essen haben wir 30 Gramm Cornflakes nach dem Training rausgenommen und alles andere ist geblieben. 5 Minuten Cardio mehr, aber 5 Minuten ist gar nicht, weil das Cardio ist für mich so Genusszeit zum Abschalten, zum Abendkommen am Tag, weil ich weiß, okay, ich habe alles erledigt, geschafft, das Training durchgezogen, das Cardio gemacht etc. Also Cardio mache ich am Morgen. Jetzt darum ist eigentlich schon alles erledigt, wenn ich das Cardio erledigt habe, das Training erledigt habe etc. Yes. Vergesst nicht kommentieren, ihr könnt auch wieder Fragen reinhauen und dann natürlich die Fragen im nächsten Video auch wieder abarbeiten. Könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie du meine Form findest. Könnt auch auf Instagram ein bisschen vergleichen, wie es letztes Jahr so ausgesehen hat. Yes, oder auch Kritik üben. Ich nehme alles gerne an, dann können wir das nächste Mal besprechen. Yes, und gerne noch Follow, Glocke aktivieren, das ist immer super auf YouTube. Und sonst könnt ihr auch mal zu mir ins Stream kommen. Ich stream auf YouTube, TikTok und Twitch. Könnt auch dort Follow lassen, aber dort zocke ich die ganze Zeit eigentlich nur. Gut, danke euch und einen schönen Start dann in die neue Woche.